Aus der Enquetekommission iwwer LuxLeaks, déi Gring an die radikal Link gefordert hatten, gëtt näicht. An dat ass och gute so. Dat heecht awer net, dat de lo näicht geschitt, au contraire. Et gouf desidéiert, dat die Praktike vum Ruling an alle Memberstaaten an enger Spezialkommission sollten ënner Sicht ginn. Deputéierten an der Plenär zu Straßburg hunn dem och zugestimmt. Eng Spezialkommission ass die besser Lesung. Well eng Enquetekommission sollt nëmmen dann agesat ginn, wann Gesetzer net agehale goufen. Do geht et dann wéi an engem Prozess fir Gericht, Beweiser, Zeien, Ugekloter. Déi Praxis kennen wir jo aus dem amerikanische Kino, Emotionen an Inszenierung. Den Szenario, den die Gring an die Links sich ausgedurcht hatten, ass ganz klar. De Jean-Claude Juncker hat sollen op der Uklobank zum Hauptfall an diesem Krimi gehen. Da kann ihn sich ja aber schon wundern, für wat geringen Europadeputierten aus Lützeburg so ein Szenario mat unterschrieben hat. Mei Gott sei Dank ist das Spielchen nicht abgegangen. Der juristischen Dienst vom Parlament kommt zur Konklusion, dass das Mandat für so eine Kommission Stroß nicht gefallen. Und unter anderem, weil das Objet von der Enquete nicht klar war, aber weil es weder ein Fehlverhalten noch ein Rechtsbruch gab. Richtig. Die Ruling-Steuerpraxis ist nicht illegal und sie existiert auch nicht nur zu Lützeburg. An mindestens 22 Ländern gehen es so Akkorden zwischen Steuerbüros an einzelnen Entreprisen. Da kann ihn doch nicht an einer orchestrierten Aktion just ein Land zum Sonnebock machen. Es kann ihn auch nicht der Kommissionspräsident als Steuerdieb dahinstellen. Steuerfragen fallen grundsätzlich an die Zuständigkeit der Memberstaaten. Und das macht doch Sinn, mit Blick auf das Subsidiaritätsprinzip. Bislang haben die Regierungen sich dann auch an dem Kader bewegt, an hier geschichtlich unterschiedlich gewusste Steuersystemen noch nationale Regeln gestaltet. Auch in Zukunft muss ein Land frei dezidieren können, wer das finanziert und wie es das möchte. Dass wir aber an einem gemeinsamen Binnenmarkt auch ein Minimum an gemeinsame Regeln brauchen, sollte bei der Diskussion über die Steuerharmonisierung in Europa bedurcht gehen. Es muss eine Fairsteuerkonkurrenz sein, wo auch den nationalen Unterschieden jeder Rechnung dreht, ohne krass Ungerechtigkeiten zuzulassen. Eventuell Verstöße gegen gemeinsame Regeln müssen von der Europäischen Kommission überprüft gehen. Und das möchte Kommissarin Margarete Vestager den Amend am Fall Amazon zu Lützeburg, aber auch mit Apple an Irland, Starbucks an Holland, an Santa der letzten Woche auch mit Steuerregelungen über Gewinnüberschüsse an der Belsch. Das sind Enqueten nach strenge juristische Kriterien, und die sollten noch weiterhin auf eine unabhängige und gerechte Manier durchgeführt gehen. Am Europäischen Parlament muss es aber zukunftsweisend politisch vorgehen. Was ist Steuergerechtigkeit in Europa? Wie muss der zukünftige Kader für eine transparente, faire Steuerkonkurrenz in Europa aussehen? Wie kann garantiert gehen, dass die Großkonzerne gerade so ihren Teil zur Finanzierung von der nationalen Budget beitragen, wie kleine und mittelständische Betriebe, die ja bekanntlich hier Steuern bezahlen? So Fragen müssen an der Spezialkommission beantwortet gehen. Am Parlament werden ohne Aufregung sachlich geschafft gehen. Ende werden eine klare Analyse, politische Rekommendationen für mehr Transparenz und eine bessere Durchsetzung von der Steuergerechtigkeit stehen. Bis es so weit ist, muss aber noch viel diskutiert, noch viel geschafft gehen. Wir werden also nach nie wie einkehrt Gelegenheit kriegen, auf das Thema zurückzukommen.